Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei euch im Schweizer zu der Monster AG. Wir haben in der letzten Folge hier landen mit unserem Gummichat und ich hatte ja mega Angst gehabt, die Kurve rundherum zu laufen wegen der Szenarien, weil wir sonst spät dran gewesen wären. Aber wie ihr gerade seht, es hat sich eigentlich nur ein Speicherpunkt und ein Mogri-Laden dahinter versteckt. Und da vorne bin ich auch so schon frech gewesen und habe die Kiste aufgemacht. Das wäre eigentlich nur die Karte gewesen, die wir oben rechts sehen. Und wenn wir schon so weit sind, dann würde ich sagen, ich rüste noch ganz kurz das Schlüsselschwert von der letzten Welt, die wir bekommen haben, aus. Das wäre immer und ewig ein Schlüsselschwert mit Fokus auf Magie, Formänderung, Illusionsstab. Also wir können Projektionen von uns selber erschaffen. Also Illusionen, so in die Richtung. Okay, alles klar. Dann versuchen wir uns doch gerade mal mit dem Schwert ein bisschen umeinander zu kämpfen. Das sollte eigentlich gut funktionieren. Gespeichert habe ich im Vorhinein schon. Und jetzt hoffe ich doch, dass wir direkt eine kleine Horde Herzlose treffen. Gotta send the home right now, or so help me! So help me! So help me! So, Monsters Incorporated used to rely on screen power from human kids for energy. But now we collect their laughter instead. It turns out, laughter is 10 times more powerful. Kitty! And we never figured it out without Boo. Cool. Our ship's powered by laughter, too. Guess we've got that in common. So was not the machine. Come on, I am not. Whoa. Unversed her back. This is terrible. Look! There's Boo's door! Go get Boo! We'll have to play another time, Boo. You stay here. Ready to clean house? Voilà, besiegen alle Unversierten. Noch ein rechter Zungenbrecher, muss ich gerade zu dieser Stelle sagen. Aber jetzt wollte ich gerade mal schauen, was unser Schlüsselschwert so drauf hat. Ich denke, das wird eigentlich noch ziemlich cool sein. So, dann können wir gerade mal Illusionsstab einsetzen. So. Okay, das ist jetzt ziemlich... Okay, wow. Ich muss ganz ehrlich gestehen, Schwert habe ich bis jetzt nicht einmal gespielt, aber es ist ziemlich interessant, muss ich sagen. Okay. Aber ich wüsste jetzt nicht, ob mich das jetzt auf lange Zeit wieder anfangen zu nerven, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Was ist jetzt los? Ui. Okay, Doc. Nice Sache. Also wirklich noch ziemlich speziell. Ich habe jetzt eigentlich ehrlich gesagt verstanden, dass wir mehr Projektionen von uns herstellen an gewissen Positionen und Stellen, aber irgendwie hat das nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich setze es jetzt nochmal ein, zum Ausprobieren, ob wir das irgendwie anbekommen. So. Ja, aber bis jetzt ist das eher wirklich so ein... Ah doch, schau, jetzt haben wir da vorne eine Projektion von uns. Das finde ich aber noch cool. Das finde ich jetzt eine ziemlich coole Angelegenheit, aber die komischen Mannöckeli da, die nehmen wir jetzt auch noch auseinander. Mich sliden auch mehr umeinander, habe ich das Gefühl. Also es ist wirklich so ein Umeinandergeflügel und sliden irgendwie. Wow. Also damage-technisch muss ich auch sagen, das Schlüsselschwert betrifft schon einige andere. Oh.
It's here. Nice. Grab onto the door when you're ready. Got it. Halte dich an der Tür fest und begib dich ins Türenlager. Okay, das heisst, wir sollen uns an dieser Tür, sobald wir bereit sind, können wir uns das Knöpfchen drücken, also untersuchen und schauen und weitergehen. So in dieser Richtung. Ja, ja. Okay, ich würde sagen, wir schauen uns zuerst mal ein bisschen da rum. Bist denn du? Also, sehen ihr das, was ich auch gesehen habe? Da unten befindet sich irgendwie ein Glückssymbol, wenn wir versuchen, den irgendwie aus dem Weg zu räumen. Voilà. So. Das hat sich jetzt gerade schon mal gelohnt, muss ich sagen. Coole Sache, aber cooles Versteck, muss ich auch an dieser Stelle sagen. So, vielleicht finden wir ja jetzt gerade irgendwo noch ein Kistchen oder etwas in dieser Richtung. Ich würde sagen, ich schaue mich da einfach auch mal bei den Bild um, aber... Okay, noch gemütlich eingerichtet hier, nice. Da kann man drauf loslassen, das bringt mir noch Taler und man hört irgendwelche Kinder schreien, während die Dosen da vollfliegen. So, da hat es auch nichts, da kann man auch nichts umeinander drücken. Du hast das hübsches Telefon zur Verfügung, richtig altmodisch. So, was haben wir da? Hat es eigentlich auch nichts, wo wir könnten anklicken könnten. Ich habe irgendwie die Hoffnung, dass wir da irgendwo noch irgendetwas klicken können, damit wir vielleicht irgendein Special finden oder so etwas in dieser Art. Ich wette, hier finden wir ein Glücksemblem und ich ganz ehrlich habe es schon gesehen, mich wundert, ob ihr es auch gesehen habt. Let's see. So, To be Scared. Ich wüsste jetzt gar nicht, ich glaube Scared heisst schreien. Ich bin jetzt eben nicht so begabt im Englisch, wenn ich ehrlich bin. Aber das lassen wir mal so im Raum stehen. Oh, da haben wir in dem Fall nichts. Dann haben wir in dem Fall noch ein Glückssymbol mitnehmen. Perle. Da hinten haben wir noch ein Kisteli. Supi, Fokustrank zum Mitnehmen bitte. Und da haben wir noch etwas Kleines zum Essen. Rinderfilet. Feine Sache. So, ich würde sagen, da haben wir uns eigentlich plus minus alles so angeschaut. Kommt jetzt da mal auf, dass ich über die Träger drüber gesehen. Und ich würde sagen, sonst machen wir uns doch langsam auf den Weg weiter. Ins Türenlager gehen. Okay, auf geht's. Ready. Whoa, whoa. Boo? Hold on. Don't want you to get hurt. Store, here we come! Oh, I just got a great idea. Ja, dann schauen wir mal, was für eine bewundernswerte Idee die von Randall. Während wir uns durchs Türlager durchfliegen, alle Türen zu. Okay. Not here too! Keep Boo out of harm's way. We'll handle the bad guys. Okay, alles klar, also wir kümmern uns um die Herzlosen, während sie sich an der Tür festheben. Finde ich noch eine chillige Sache, wir sind jetzt auf der Suche nach dem Boo ihrer Tür. So, das leiten wir doch da mit Gravur über das Ding. Aber ist noch schwierig zum Zielen, jetzt gerade so ehrlich gesagt. Okay, Doc, wir müssen uns da in Deckung begeben. Okay. Nice Sache. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir die da uns auch nicht irgendwie treffen lassen, gross. Das hat uns schon ziemlich viel vom Leben gekostet. So, ich glaube, da unten wartet das Ende von uns. It's offline! We have to power it up! More bad guys. Don't worry, I'll watch Boo. Okay, yeah? Sora, we gotta make Boo laugh to open the door. Hurry, help me Ja, gut. Entledigen die Herzlosen, die Bung Angst machen. Okay, alles klar, also eigentlich müssen wir nur die Herzlosen besiegen. Da sie von denen Angst hat, die arme Dame, und versuchen sie zum Lachen bringen durch das. Aber ich wüsste jetzt nicht, was da dran lustig ist, während ihr Herzlose klopft. Ich glaube, der Einzige, der wirklich Spaß daran hat, bin ich.
So, setzen wir doch mal unseren Illusionsstab nochmal ein. Dann können wir uns auch viel besser wieder durch die Lüfte durchbegeben. So, voilà! Also ich muss sagen, ich muss mich jetzt erst mal daran gewöhnen, mit diesen Strahlen umzugehen, weil die gehen irgendwie immer in die Gegenrichtung, die ich möchte. Jetzt muss ich gerade mal schauen, ob ich da irgendwie noch etwas anderes aufbauen anders einsetzen. Wow, aber die Animation von dem Schlüsselschwert, von dem Finale, ist einfach geil, muss ich sagen. Ja, wir müssen hinter dich kommen oder dich mit Flammen bewerfen vom lieben Donald. Was wir da auch gerade machen könnten. Ah, spät. Versuchen wir es auf dieser Seite. Das habe ich nie wirklich im Griff gehabt. Ich probiere das jetzt aus. Könnt ihr Herzlose ganz kurz warten? Nein, nur Spaß. Also, let's go, let's drauf. Nehmen wir unseren Goofy-Bomber. Dann sollte die Sache ziemlich schnell und leicht erledigt sein. So, und wenn wir schon gerade hinter dir stehen, jetzt müssen wir schnell aus dem Weg. Versuche ich euch noch mit meinem Fokus, weil mich auch interessiert, wie das aussieht. Nein, jetzt hat es mir dann einfach rausgenommen. Oh mein Gott. So, auf ein neues. Hoppa, haben wir noch ziemlich guten Schaden können zusetzen. Jetzt müssen wir gerade mal versuchen, hinter den anzukommen. Wie hast du dich so schnell jetzt können umdrehen? Ach du meine Güte. So, dein Rage-Modus interessiert mich nicht. Du kleine Kakerlake, du. Oh Mann. So, komm, dann setzen wir halt nochmal Illusionsstab ein. Der Gegner ist mir jetzt einfach ein bisschen zu lästig. So, unerledigt. Nice Sache, aber schauen wir mal, wie sie das jetzt könnte zum Lachen bringen. Sie sieht für mich ziemlich verängstigt aus, ehrlich gesagt. Wir haben einen Raketentanz zur Verfügung und so viel in der Mitte, dann ab drauf los, so würde ich mal sagen. So, wir haben ja immer noch unseren Illusionsstab zur Verfügung. Ich sage, wir versuchen da irgendwie... So. Unser Finale hebe ich mir bis nachher auf, ehrlich gesagt. Wo haben wir noch? Haben wir noch mehr? Ja, aber ich habe mir gedacht, jetzt wären gerade nochmal ein paar gespawnt. Das heisst für mich, ich setze jetzt Finale ein. Hochmagie 2 Plus, Max FP gestiegen, Stufe 20 haben wir erreicht. Cool. So. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wer von euch kennt den Randall? Also, wer von euch hat den Namen noch gewusst, von dem Bösewicht von dieser Welt? Ich muss sagen, Monster AG habe ich als Kind so viel mal durchgeschaut. Ich könnte den Namen einfach nie vergessen. Der einzige Zungenbrecher, der mir wirklich in dem Spiel drin ist der Kozlowski. Kozlowski, irgendwie so in die Richtung. Ich lasse jetzt mal, da bist du da. Das ist für mich so ein absoluter Zungenbrecher, ehrlich gesagt. Jetzt versuche ich da mal... Nein, du musst abwärts nicht fliegend bleiben. Ist halt jetzt recht müssen also nicht müssen, sondern eigentlich auf eine gewisse Art und Weise noch cool, dass wir in dieser Form noch auf ein bisschen rumflügeln. So, jetzt setzt mal unser Finale direkt nochmal ein. Dort haben wir nämlich schon parat unseren Schreistreich. Bring Buja, ein Schreistreich, kräftig zum Lachen. Also, wir bringen sie zum Lachen, indem wir streiken. Ich würde sagen, wir schauen uns doch das jetzt gerade mal ganz kurz an. Alle Neune! Und Feuer haben wir erhalten. The door's open! Whose door? Ready? It's time to hitch another ride. Cool. So, soweit ich verstanden habe, sollen wir jetzt da weiter sliden. Ich würde aber sagen, wir speichern nochmal ganz kurz ab, damit ich auf Nummer sicher bin. Ist auch mega geil gemacht, das Bild mit der Monster AG, mit den Türen unten dran. So. Aber ist allgemein mega cool gemacht mit den Türen und allem drum und dran. So, sind wir ready? Ja, lol. Let's go, verteidige
dich gegen die Herzlosen. Alles klar. Also das gleiche Spiel gerade nochmal wie vorher. Oh, jetzt habe ich falsch Knöpfe gedrückt. Da oben sollten wir nochmal ganz kurz in Deckung gehen. Machen wir das doch mal ganz kurz. Okay, das ist ein Langschlitter, nennt sich das, okay. Ich hätte jetzt eher gesagt, wir sind uns am Sliden oder in die Richtung. So, dann haben wir gerade nochmal 2 Herzlose. Das haben wir jetzt wohl nicht erwartet. Da ist Boost-Tür. Wow, der Jump. Wow. Also eins muss ich sagen, der Sora weiss, was er macht. Also. So, das hat uns gerade ziemlich zugesetzt, aber ich wüsste jetzt nicht, wie wir uns dagegen verteidigen sollen. Also, wir können ja nicht... Ah, ich kann das Superglider einsetzen noch. Wow! No! Also ich muss sagen, ich habe dort mal schon mega Probleme gehabt auf diesen Gleitdinger. Aber ich verstehe einfach nicht, wie ich könnte jetzt die Angriffe von ihnen blocken oder ob ich wirklich muss die ganze Zeit in die Deckung gehen und wieder raufgehen. Ich würde sagen, ich probiere es jetzt einfach gerade nochmal auf ein neues. So, verteidige dich gegen die Herzlosen und das mal ohne zu sterben. So, voilà. Supergleiter, Sprung. Also ich könnte da springen. Okay, alles klar, das ist gut zu wissen. Da müssen wir nochmal kurz in die Deckung gehen. Voilà, da vorne warten gerade nochmal ein paar. Ich gehe schon mal wieder in die Deckung, während ich abgeschossen habe. Ich glaube, so sollte man das gut anbekommen, dass sie uns nicht verwünschen. Können wir da auch noch einen Supergleiter drücken, um schneller voranzukommen. So, dann haben wir gerade nochmal ein paar Herzlose. Ich gehe nochmal in die Deckung, während du da von uns schiessest, dass wir nicht zu viel getroffen werden. Wieso gehst du denn in die Deckung, wenn ich drücke? So, das haben wir es gut anbekommen. So, dann... Da haben wir nochmal 2 von denen. Aber ich finde es ja krass, wie viel Schaden wir ehrlich gesagt machen. Aber so mit in Deckung gehen funktioniert das plus minus einigermaßen gut. So, wir haben den nächsten Zwischenstopp erreicht. Wo wieder ein paar Herzlose auf uns warten. Also, in dieser Welt haben wir nicht zu beklagen, dass wir zu wenig zu tun haben. Ich würde sagen, wir drücken gerade mal Wutform, dass wir wieder Full Life haben. So, um die Gegner eigentlich leicht zu malmen. So. Ja, jetzt muss ich aber langsam gestehen. Langsam merke ich, wie die Gegner stärker werden und ich langsam muss aufpassen, wie ich spiele. So. So. Gehen wir aus unserer Wutform raus in unserem Finale. Wenn wir das Magerkarussell einsetzen, oder? Ja, setzen wir sie. Why not? Wenn wir schon zur Verfügung haben und ich angenehme Musik kann hören in dieser Zeit. Da, da, da. Ich glaube auch, das sollte auch wirklich lange, um sie zu besiegen. Sie wirbeln jetzt da schon richtig durch die Luft. Wow, ich muss schauen, dass ich auf exzellent bleibe. Ich glaube, wir haben sie schon beide vernichtet. Habe ich das jetzt richtig mitbekommen? Dann müssen wir es gar nicht weiter durchziehen. Jetzt haben wir hier eine Tür zur Verfügung. Dort hinten sehe ich noch ein Glückssymbol. Ich würde sagen, da gibt es doch gerade ein ganz kurzes Foto. So. Voilà, wunderhübsches Foto. Du hast 15 Glücksembleme fotografiert. Mondglücksbringer erhalten. Okido. So, müssen wir jetzt... Du siehst auch ziemlich speziell aus da, aber ich glaube, wir sollten durch die Tür da vorne. Sie leuchtet auch schon rot, das bedeutet, wir können durchgehen. Sie hat Strom zur Verfügung. So, wo befinden wir uns? Untere Ebene. Die Haustür sollte hier ganz in der Nähe sein. Okay. Lachenabteilung führen. Okay, das heisst, wir müssen jetzt nicht da durch, sondern wir sollen da durch. Schauen wir uns das Ganze mal ganz kurz an. Okay, dort hinten sehe ich ein Kistchen, also in meinen Augen hat es sich schon mal gelohnt, die Tür zu betreten. Fechterohrring. Alles klar. Oh Mann, das habe ich auch völlig vergessen. Also wer es im Hintergrund schon wieder erkannt hat, wir haben ein riesiges Mickey Maus Gesicht.
hinter diesen Türen eigentlich. Aber es ist wirklich noch geil gemacht. Soll ich euch jetzt gerade mal zeigen, was das Ding da ist? Oder wenn wir das auf ein anderes Mal verschieben? Ich würde sagen, wir sagen doch mal ganz kurz Hallo. So, weichen den Angriff des riesigen Puddings aus und besiegen die kleinen Puddings. Also, wir dürfen uns vom grossen Pudding nicht treffen lassen. Was ich gelernt habe, was am besten eigentlich ist zum Einsetzen. Oh nein, jetzt habe ich wieder etwas anderes eingesetzt. Ab und zu könnte ich mich schon hassen für das, dass ich immer wieder falsch drücke. Aber ich game auch so viele Sachen durcheinander. Ich bin jetzt die ganze Nacht durch um Warcraft-Gamer gewesen. Weil ich die Story dort auch unbedingt haben müssen oder wollen beenden. So, Zeit um. Also ihr habt jetzt gesehen, das ist eigentlich jetzt völlig schwachsinnig gelaufen, wie es gelaufen ist. Das Ziel ist, die Kleinen kaputt zu machen, während der Grosse uns jagt und versucht aufzufressen. Wenn wir das unter einer bestimmten Zeit schaffen, können wir etwas Besonderes über, also etwas sehr Gutes von ihm, wo auch später mit der Secret Waffe zu tun hat, von der wir auch noch mehr erfahren werden. Ich würde sagen, ich probiere es jetzt gerade noch einmal, weil ich mich vorher verklickt habe. Und so schauen wir nachher gerade mal noch weiter, wie es weitergeht. So, mit Blitz. Ah, Mann, jetzt nimmt es die Ah, Jesus. Also, der gleiche Fail gerade nochmal passiert. So, dann versuche ich aber trotzdem, das mal auf eine gute Punktzahl zu kommen, ohne mich zu fressen lassen. So, jetzt kommt er wieder von da hin. Dann versuchen wir uns da aus dem Weg zu machen. Aus dem Weg, aus dem Weg. So, da können wir gerade nochmal eine Horde von den kleinen klauen. Illusionsstab hätten wir parat. Ich würde sagen, wir setzen den gerade ein. Mit dem haben wir nämlich gute Chancen da. Durch das ganze Rumfliegen die ganze Zeit. Jetzt müssen wir eher schauen, dass wir den Grossen nicht noch vernichten können. Vielleicht. Das wäre noch eins zu viel, finde ich. So, setzen wir gerade das Finale ein. Jetzt hat er uns fast gefressen, haben wir das gesehen. Jetzt wäre es wirklich ziemlich knapp geworden in meinen Augen. Wow! So holen wir eine richtig gute Punktzahl und unser MP ist wieder voll. Was? Okay. Soll ich es nochmal versuchen oder wenn wir das verschieben? Nein, komm, wir versuchen es ein anderes Mal. Ich würde sagen, wir müssen nochmal zurück in die Welt. Wir haben eine Banane bekommen, das heisst, wir sind schon ziemlich gut dran gewesen. Wundervolle, coole Bananen haben wir da gerade auf den Seiten vielleicht noch ein Kistchen versteckt. Nein, gar nicht. Dann würde ich sagen, wir haben gesehen, was sich da befindet. Jetzt ist aber eher die Frage, wir können weder da noch da. Das heisst, wir müssen eigentlich sliden. Die Frage ist jetzt eher, in welche Richtung das wir müssen. Dann würde ich da oben durchgehen, dort hinten auf die Fläche, wo wir vorher waren, aber wo führst du an? Mich würde jetzt mega interessieren, wo der anführt, weil wir den noch nicht gefahren sind. Ich würde sagen, wir probieren es wirklich gerade mal aus, wenn es niemand stört. Also wenn es niemand stört. So, wir kommen direkt in den Ladebildschirm. Ich weiss jetzt nicht, ob wir einfach das Areal wechseln, aber... Okay, mit dem sind wir jetzt einfach da oben wieder zurückgekommen. Alles klar. Das ist sehr gut zu wissen, würde ich sagen. Wir machen uns nochmal auf den Weg. Das heisst, ich muss den ganzen Weg nochmal machen. Oh mein Gott, nein. Und das nur für das Spiel und eine Kiste. Also gut. Da lasse ich mich jetzt nicht daran hindern, für uns das zu erledigen. Müssen wir halt nochmal durchsliden, auch wenn es ziemlich anstrengend ist. Besonders weil die Schiesser machen so viel Schaden, es ist nervig. Aber was mache ich nicht alles für ein kleines Mädchen namens Bu? Und so ein paar Herzlöschen klopfen. So, das haben wir da ziemlich gut im Griff. Ich mache mir eher Sorgen um später, ehrlich gesagt. Dort haben wir mehr müssen einstecken. Das ist ja die erste Strecke. So, gerade direkt einmal unten, sonst wären wir noch von dem Drecksbildzeug der OA 4 Stück. So, ich sehe gerade 2 Schüsse kommen, dann einmal verstecken. Mein Junge, euch haben wir weggeräumt und den Mittelteil haben wir schon erreicht. Das haben wir doch mit Gravur nochmal geschafft. So, das heisst, wir müssen jetzt wieder durch die Tür hier durch. Cool ist, dass jetzt wenigstens die Herzlose nicht mal respawned sind, dass wir jetzt eine freie Bahn haben zum einmal durchlaufen. Ich fülle mir jetzt da gerade mal mein Leben auf und dann würde ich sagen, wir versuchen es gerade. Setzt die Suche nach Baustür vor Ort. Sind wir dran? Für das müssen wir zuerst nochmal alles durchsliden, bevor wir da zu viel Schaden von diesen Siechern bekommen. Und wir Baustür können finden. Entlang schlitten. Wow, ihr schiesst ziemlich... Nein, wow.
Oh mein Gott, ist das knapp gewesen wieder. So. Dann verstecke ich mich gerade mal wieder. Wenn ich mich richtig erinnere, vom letzten Mal sliden, sollte sich jetzt gerade da vorne eine kleine Horde bilden. Nicht, okay. Nein, wir jumpen da einfach eins weiter runter. Das mal aber nicht auf der Jagd. Also beim letzten Mal sind wir ja so richtig Tür gesprungen, das mal nicht. Wie habe ich jetzt getroffen werden? Hallo? Wisst ihr was? Ich bleibe einfach da unten. Das Beste, was ich gerade machen kann. So. Sliden wir weiter entlang. Oh nein. Wupp. Das ist knapp gewesen. Da haben wir gerade nochmal eine Runde. Jetzt stecke ich mich, bevor die mir zu viel Schaden machen. Wir sollten das nicht mehr zu viel treffen lassen. So, das nächste Mittelteil haben wir wieder erreicht. Dann wäre unser Ziel jetzt eigentlich durch die Tür da hinten durch. Und ganz ehrlich, auf euch habe ich jetzt einfach gar keine Lust. Whose door should be right around here somewhere? So, da kann man aufwärts gehen. Ich würde sagen, wir schauen mal gerade kurz nach. Ein wundervolles, kleines, abgefahrenes Kistchen mit einem Sternschild Plus drin. Wow, das wollte ich aber gerade mal anschauen. Das könnte für den Goofy ziemlich gut sein. Sternenschild Plus hat 6 plus Blitzung und Elektroschutz. Ich würde sagen, wir rüsten das gerade mal aus. Und wie ich hier gesehen habe, haben wir ja noch mehrere Ringe bekommen, wo wir gerade auch am Goofy noch einen ausrüsten. Ich glaube, am besten wäre wirklich erhöhter Angriff erheblich, die Magie ein wenig und das FP-Maximum geringfügig. Mondglücksprämie erhöhten Angriff und die Magie ein wenig und das FP-Maximum geringfügig. Oder Waldbrosche haben wir neu bekommen, erhöhten Angriff ein wenig, die Magie spürbar und das FP-Maximum geringfügig. Ich würde allgemein sagen, eben, dass der Fecht-Ohrring recht gut gemacht wäre für ihn. Dann lassen wir das gerade so stehen. Schauen wir, ob der R noch etwas Neues kann ausrüsten kann. Nein, der Sora ist auch komplett ausgerüstet. Und der Mike interessiert uns nicht. Kozlowski. Mike Kozlowski. Ich muss das wirklich mal lernen, der hohe Zungenbrecher. So, haben wir da gerade irgendwo eine Position, wo wir uns noch full healen können? Nicht wirklich. Ich versuche mal auf die Automaten hineinzuschlagen. Ihr gebt mir einfach Tomaten. Was ist das, ein Tomatending? Nein, das ist ja ein Snacks-Ding mit so Blort und Schoki drin und du gibst mir Tomaten. Okay. So ein Snickers wäre vielleicht gemütlich gewesen, aber eine Tomate aus einem Süßigkeitenautomat. Ja, haben Sie schon gesehen? Da haben wir noch ein bisschen Rindfleisch für auf den Weg, damit wir ja nicht verhungern. There it is! Okidok, mein lieber Randall. Die anderen sehen dich nicht, aber wir haben dich die ganze Zeit im Auge. Was mag uns wohl nur erwarten? Jeva. Jetzt sind wir, glaube ich, in der Bauire-Tür rein, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Wait! How'd we take a wrong turn? Who cares? All that matters Oh, is that it's the hat sie last anders turn aussehen lassen. that you losers are ever gonna take. Randall! Who's he? A creep we banished for trying to collect screams by force. He used to be Boo's scarer. How did you even get back here? The door we sent you through is sawdust! Yeah, and I almost got turned into somebody's wallet. Lucky for me, a real nice guy came along and fixed the door. So here I am. And starting today, I'm numero uno, top of the leaderboard, baby. Ha! You a top laugh collector? In your dreams, Randall, my laugh totals are off the charts. Who said anything about collecting laughs? I'm after negative emotions. And my new friends have kindly invaded the factory to get them for me. Negative emotions? He's gotta know. Yeah, Organization 13 must be helping them. Laughter's just not sustainable. Once Junior torts his last chortle, you've gotta start over.
But negative energy, especially sadness, give them something that really breaks their little hearts. And they'll stay sad forever. We'll never have to worry about energy again. We're not gonna let you hurt anyone like that! Huh? Not you or your little unversed helpers! Just try and stop me. You'll see soon enough. I am gonna be a legend around this place. Now, consider your careers officially over. What? And that goes for the rest of you, too. Hey! Where'd he go? We're in control of this factory now, and I suggested a few improvements. Some real doozies I just know you're gonna love. In fact, you're not getting out of here alive. That weasel means business. He'll never quit. We have got to get Boo to safety first. Then we can take care of Randall. Time to find a way out. Yeah. Okay, also er hat uns eigentlich in der Fabrik zurückgelassen, hat irgendwelche Änderungen davon durchgezogen. Und die sollen uns ein Leben kosten, was ich jetzt aber nicht so ganz glaube. Aber wir schauen natürlich, dass die kleine Boo immer in Ordnung ist und wir am besten da ganz einen kurzen Cut machen und wieder in der nächsten Folge sehen, wenn es wieder heisst, eine kleine Runde Kingdom Hearts 3 mit eurem Schweizer. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.